Euthanasie an Palliativmedizin sind dat als zwei Sujeten. Das ja während der Mai-Edition von RDR TV. Das ist ein ganz aktuelles Sujet. Wobei man aber vier geholenden Sujet vielleicht ein bisschen ernst unzupacken, wie in dem Moment draußen diskutiert wird. Wir wollen Männerpolitik machen, haut novend. Wir wollen vielleicht mal ein bisschen abklären, was als Euthanasie, was bewirkt es, was bringt es mit sich, und was als Palliativmedizin, weil über die, also an den letzten 2 Monaten, wenig geschwärzt gehen. Und mein Gesprächspartner des Keier, das sind, fängt man am RDR-Präsident, am Deputierten Robert Mehlen, dem Jean Colombera, Doktor und Präsident vom RDR-Nordbezirk, auch noch nicht zu vergessen freieren Deputierten, und schlussendlich den Dr. Robert Thiel Heusbusch, Neurolog am Hôpital Saint-Louis zu Ettelbruck. Die Herren, willkommen. Ich fände genau, auch schon mal gesagt, wir machen nicht zu viel Politik, das Keier, muss ich aber trotzdem mal Politik aufhängen. Die Diskussion um die Euthanasie an den Palliativmedizin wird am Anfang so richtig angefangen, nur am 19. Februar. An den 19. Februar schon bei einem memorablen Tag, als an der Chambre wird eine Gesetzproposition über die Euthanasie aufgestimmt gehen, an ein Gesetzprojekt über Palliativmedizin. Spannend, dass es tun gehen, wie der Staatsrat die 2 Projekte und sich zurück und Chambre geschickt wird, an dem sind sie nicht vom 2. konstitutionellen Wort entbonnen wird. Dann wird die Diskussion, wie wir alle gut wissen, richtig angefangen, zumal rund um die Euthanasie. Mittlerweile gehen es 2 Petitionslisten. Es wird aber auch parteipolitische Konsequenzen gehabt, zum Beispiel bei der CSV. CSV hat sich zu Schengen Ball verbausen, sich da an etwas herangereden, wo sie nicht mehr so richtig draus rauszukommen schenkt. An der Zwischenzeit, dass die CSV ein bisschen für die Euthanasie, das wie der Gast Schiberien gesagt, die waren ein bisschen schwanger wir, entweder als 4 oder gegen die Euthanasie. Ruby Mehlen, also ich verstehe die Momenthaltung von der CSV nicht mehr. Vielleicht könnt ihr als Politiker es noch verstehen. Bei der CSV hat immer fertig gebracht, war möglich, auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Ich habe ein bisschen den Verdacht, wie wenn das doch heute der Fall wäre. Einerseits wird sich durchgestaltet als Hüter der christlichen Werte, der größten C rausgestaltet. Und auf der anderen Seite verlieren aber linke Bord so viel wie möglich Stimmen mit schläfen und dadurch, dass sie das, was am Funkelkey verstanden hat, es steht nicht am Koalitionsakkord und sie lassen es trotzdem zu, weil sie Hunde zugelost, dann muss ich noch so sagen, von sie dem Koalitionspartner, den Sozialisten, wie sie dann andere Fragen gemacht haben, lauscht das, da steht nicht am Koalitionsakkord, da gibt nichts raus, da wäre es nicht gewesen, hätten Sozialisten sich niemals getraut, dafür zu stimmen. Ich habe wirklich Gefühl, wie wann sie wollten, sowohl die einen und die anderen mit 4 wie gesagt, sie sind wirklich Spezialisten daran. Mir das gerade gründlich missglückt, und ich gesagt, wie es herausgegangen ist, muss ich noch bedauern. Aber die Politik insgesamt hat so viel Glaubwürdigkeit verloren durch die ganzen Manövern. Wir haben ja auch direkt am Aufhang von der Sitzung, wo die 2 Gesetze da zur Sprache kommen sind und zur Abstimmung kommen sind, gefroht für das Euthanasiegesetz vom Ordre du Jour zu holen. Weil wir gesagt haben, hier 2 Gesetze, die auf verschiedene Punkte nicht mehr kompatibel sind. Wir können da nur nicht hingehen und über die 2 aufstimmen und wenn die 2 dann allen 2 Jo kriegen, eine Majorität kriegen, dann haben wir als Legislateur am vollen Bewusstsein 2 Gesetze gestimmt, die nicht aber nicht passen, dass die auch so nicht können in Kraft treten. Das ist ein ganz, wie das letzte Wort übrigens auch richtig schön, ein ganz miserabel parlamentarische Prozedur an die CSV sich hauptsächlich zugeschrieben. Wie gut ihr als Doktorin, Jean Colombera, der wurde so. Ja, also es gibt ganz viel kontrovers diskutiert. Und ich freue mich, wie ist das moralisch zu erklären, dass sich Deputierten über ganz voll dezidieren, wie die sollen sterben. Für was hast du nicht eine Initiative ergriffen gehen, zum Beispiel das Referendum, wo die Vereine all Einzelnen vom Land abgerufen wie für seine Meinung zu sagen. Wie war das nicht gemacht? Der Standpunkt kann ich vertreten, können ja auch Leute die Initiative holen. Allerdings also doch danach, genau wie wir beim Verfassungsvertrag erlebt haben, kann es den Umständen eine ganz knappe Majorität sein, die auch über
eng knapps Minorität desideiert. Ich weiß nicht, ob das so viel ernst ist. Was richtig ist, dass der ganz viel sich führende Wahlen nicht konkret zu dem Thema do ausgeschwert haben und dass du vielleicht die Wähler nicht immer an pleine Connaissance de cause schwach treffen. Wir wären da nicht so gewesen, dass man an dem Fall, wir schwätzen über das Referendum, und dass man an dem Fall dann ein Resultat gehabt hätten, wie an dem Sondage, an dem Tageblatt Sondage, wo dann bei 80% von den Leuten sich für Stiefel ausgeschwert haben. Ja. Ich mein, dann haben wir nachher immer eine Statistik, natürlich, also in der parlamentarischen Demokratie, dass das entscheidend wird, gestimmt wird, mit der Tisch nachher immer nicht, dass das Gesetz dann dafür gut ist. Ja? Das ist schon, wenn wir den Fall holen, dass eine Majorität von Deputierten gegen ein rassistisches Gesetz stimmen, aber da wäre das eben so, dann müsste man trotzdem so, dass du hast nicht richtig, wir geben Opposition dann eine außerparlamentarische zu machen, für eben Gewissen zu bilden, weil gewissen, das Herr Mehl nicht richtig gesagt, dass dem Deputierte sing Lächtnorm, das nicht die Höchstnorm, ja, Gewissen muss gebildet gehen, ja, und da kommen wir zu dem, was ich immer gesagt habe, dass Emotionen ersetzen auch keine Analyse, das heißt, ich muss mich informieren, ich muss mich bilden, gerade an einem so schweren Thema wo sich der Doktor am besten weiß, wer das geht, weil der steht kranke Bett, ja, an die weiß, wie Leute sterben. Da sind die sich als Lächt gefroht gehen. Ja? Da sind die Doktoren sich erinnern sich auch nach alles ernstens wie eins, dass sie unanim so, wir sind gegen Euthanasie. Nein, ich meine, das ist ganz klar. Das ist auch ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich meine, den Satz, den der Kollege Medikal an den Anfang von all den Evaluierungen gesagt hat, dass ist, dass da wo nicht nötig ist zu legiferieren, dass da nötig ist nicht zu legiferieren. Also der Satz von Montesquieu. Ich meine, dass das etwas ganz Wichtiges ist. Wir als Doktoren haben das da nicht gebraucht. Ich mache 20 Jahre Medizin an der Neurologie. Das ist ein Fach, wo ganz viele unheilbare Krankheiten sind, wo ich an der Intensivstation arbeite, wo ich mit ganz viele Stirbenden zusammen sind, immer ihre Familien. Ich habe noch nie so etwas gebraucht. Ich bin noch nie an Situationen gekommen, dass der Patient mir gesagt hat, wenn ich Gift machen steht. Das ist einfach eine Sache von der Approche. Ja. Wenn ich ja richtig verstehe, so dass die Leute von der Belsen nicht richtig verstanden, was es geht, wie sie die Sondage auf die Frage antworten.